Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit der letzten Episode von Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Ja, wie die graue Vorkorn war, kann ich leider noch nicht sagen. Ich denke, ihr habt mich doch wahrscheinlich schon vermisst übers Wochenende, ne, als Hearthstone rauskam. Aber ich bin mal sicher, dass die graue Vorkorn großartig war, bzw. sei wird. Ich nehme das halt alles hier auf Vorrat auf, insofern kann ich noch nicht sagen, wie es gelaufen ist. Aber wird bestimmt großartig. Sehe ich wieder jede Menge lustige und tolle Leute. So, okay. Ich mache zuerst Rambazamba mal auf. Ich belohne euch nämlich gleich schon mal damit, dass wir hier Kartepackungen öffnen. Okay, eine seltene leider nur. Für Silver Mana der Eisenhaut Terrorhorn für die Druide mit Silver. Überwältigen ruft ein Eisenhaut-Junges 5-5 herbei. Alter. Skarabäus-Ei für alle, 2 Mana, 0-2. Todesrächeln ruft 3 Skarabäen mit 1-1 herbei. Drachenmalversänger für alle Klassen, 5 Mana, 3-6. Kampfschrei fügt allen anderen Dienern einen Schaden zu. Die wilde Wadenbeißerin kennen wir schon. Geil, für 4 Mana gibt's den Murloc Gourmet. Todesrächeln, zieht 2 Murlocs aus eurem Deck. Geil. Okay. Dann holen wir uns mal, ne, erstmal Dr. Bums Labor. Hexenwald finde ich eigentlich ziemlich cool. Das möchte ich mal ein bisschen aufheben. Nur eine seltene. Drohender Nimbus für die Schamane. 2 Mana, 2-2. Kampfschrei erhaltet einen zufälligen Elementar auf die Hand. Haben wir nochmal eine drohende Nimbus. Robokraft, Protz, magnetisch 5-5-5. Für die Schurke gibt es die verrückte Chemikerin. So sieht's auch aus, ja. Combo verleiht einem befreundeten Diener +4 Angriff, 4 Werte und 5 Mana. Selten ist für alle Klassen der Funkenantrieb. 2 Mana, Kosta und 2-1 in die Werte. Kampfschrei erhaltet einen Funken 1-1 mit Eifer auf die Hand. Okay, dann holen wir uns erst Schatten der Verschwörung. Kabums. Eine seltene ist uns gewiss. Schade. Flugmeister kennen wir schon. Im Visier für die Jäger ein Zauber. 4 Mana, fügt einem Diener 4 Schaden zu, entdeckt einen Zauber. Das ist cool. Giftflosser für alle Klassen. Ein Murloc mal wieder. 1 Mana, Wert ist ein 1-2. Kampfschrei macht einen befreundeten Murloc giftig. War nicht schlecht. Übel, Kabelratte kennen wir schon. Und selten ist für die Schurke die Schattenseitenheilerin. Ach, die kennen wir schon. So, dann machen wir mal den Hexenwald auf. Bitte noch eine legendäre Karte. Schade. Blutrünstiger Bukanier. Der ist untot, ne? Pirat. Für die Schurke 3 Mana, 2-4 sind die Werte. Combo verleiht eurer Waffe +1 Angriff. Kriegen wir gleich 2 Mal. Der Walnuss-Waldgeist kennen wir auch schon. Fieser Trick kennen wir auch schon. Und der Brandelementar für den Magier. Ach, den kennen wir schon. Ist sogar in unserem Deck. Das wäre jetzt doch ziemlich cool, so als Abschluss nochmal legendäre Karte. Ich möchte nichts herbeirufen, aber was Episches ist auf jeden Fall. 2 epische. Auch nicht schlecht. Froststrahl. Zwillingszauber. Friert einen Diener ein, fügt ihm 2 Schaden zu, wenn er bereits eingefroren ist, kostet 1 Mana. Trankhändlerin. Die kennen wir schon. Das war das seltene. Für die Jäger die Schimmerfalter natürlich. Das ist ein Diener. 1 Mana und 1-1. Todesrächeln erhaltet einen zufälligen Jägerzauber auf die Hand. Episch. Episch ist für die Schurke für 6 Mana unidentifizierbarer Vertrag. Vernichtet einen Diener, erhaltet auf eurer Hand einen Bonuseffekt. Auch nicht schlecht. Und für alle Klassen Vettel der Rüpelbande. 4 Mana kostet 3-3 sind die Werte. Kampfschrei ruft 2 Mutationen 1-1 aus allen Dienertypen herbei. Alter. Auch nicht verkehrt. Und ich habe mal gedacht, ihr liebe Leute, als Abschluss spiele ich heute, weil es im Kartechaos so lustig ist, alle andere Klasse, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich fange dann direkt an mit dem Krieger. Wir liefern uns heute jetzt einfach mal, egal auch wenn es über 30 Minuten dauert, wir liefern uns heute mit jeder Klasse einen Kampf. Damit ihr zumindest mal alle Klasse gesehen habt bei mir. Also ich hätte das Projekt gern beendet, wenn nicht alle Krieger, sag ich schon, wenn nicht alle Heldenklasse schon mal wenigstens gezeigt worden wären.
falls ich mal wieder Zeit habe, und das wird wohl wieder Zwischenobjekt, Objekt sag ich, ach Gott, heute habe ich's. Und Hearthstone sollte mal wieder ein Zwischenprojekt werden. Dann würde ich auch gerne wieder auf eure Wünsche eingehen, wenn ihr vielleicht noch andere Sachen wie Abenteuer oder so sehen wollt. Okay, kopiert alle Drachen auf eurer Hand. Ja, der ist auch ganz gut, aber ja, kann ich vielleicht später gebrauchen. Okay. So, habe ich gerade wieder gekriegt. Na gut. Fröhliches Nobelgartenfest. Ich habe eure Häschen gegen Bömmchen ausgetauscht. Gern geschehen. Na dann, machen wir doch erstmal hier die Eisenhaut. Erhaltet 5 Rüstung. Das ist relativ gut für den Anfang. Tja, die kann ich leider jetzt nicht ausspielen. Kopiert alle Drachen auf eurer Hand. Fügt einem feindlichen Helden jedes Mal 2 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Das ist halt auch ziemlich geil. Tödliches Arsenal. Deckt eine Waffe aus eurem Deck auf, fügt allen Dienern ihren Schaden zu. Aber ich glaube, wir haben hier tatsächlich keine Waffe in unserem Deck drin. Das habe ich aber am Ende gegnerischer Schurke gesehen. Schnell entscheiden. Naxxramas. Das war übrigens das erste Hearthstone-Abenteuer. Ach ja. Bäh. Goblins gegen Gnome war die erste Hearthstone-Erweiterung mit den Booster-Packs. Und Naxxramas war das erste Solo-Abenteuer. Erinnere ich mich noch sehr gut dran. Aber ich glaube tatsächlich, dass Naxxramas zuerst kam als Abenteuer und dann erst die Erweiterung. Irgendwas stimmt wohl wieder nicht mit meiner Internetverbindung. Ich glaube, ich muss mal wieder kurze Pause einlegen. Ja, jetzt bewegt sich nämlich gar nichts mehr. Bis gleich. Da bin ich wieder. Jo. Okay, okay. Alla hopp, na dann, noch einmal. Bis gleich. Da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Okay. Das war etwas arg chaotisch. Kartenchaos in aller Ehre, aber das machen wir gerade noch einmal. So, ja, das war etwas merkwürdig für den Auftakt, aber alla hopp. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Eventuell bringt uns der Krieger jetzt ein bisschen Glück. Ich möchte nämlich wirklich, wie gesagt, dass ihr jede Heldenklasse nochmal seht. Ich persönlich finde es einfach ziemlich cool, dass man mal jede Klasse gesehen hat, und dann könnt ihr euch beim nächsten Mal, wenn Hearthstone wieder ein Zwischenprojekt werden sollte, eventuell wieder was wünschen. Desmal waren die Kommentare sehr gering bis gar nicht vorhanden, sodass ich im Prinzip selber ausgesucht habe, was ich da eigentlich machen will. So, dann machen wir weg. Ja, da musste ich halt immer aussuchen. Ja, toll, kriegen wir natürlich nochmal in die noch mehr kostet. Und deswegen habe ich einfach hier mein Ding durchgezogen. Beim nächsten Mal habt ihr selbstverständlich die Zeit, euch nochmal was auszusuchen. Solo-Abenteuer oder sonst irgendwas. Hey, ich habe eure Häschen gegen Bömmchen ausgetauscht. Gern geschehen. Ja, hat mal gern. Beryllium Nullifizierer. Ja, das war der. Okay, na dann. Fröhliches Nobelgartenfest. Fügt allen verletzten Dienern 3 Schaden zu. Bei den Fischen schlafen. Das bringt uns derzeit nichts, nur wenn der Gegner viele Verletzte hat. Oder ist das Ungoro oder ist das Rastakans Rambazamba? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Von der Arena her. Na gut. So. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, so klingt der 8. albtraumhafte Mutation. Pfui Deivel. Dieser Diener ist Elementar, Mech, Dämon, Murloc, Drache, Wildtier, Pirat und Totem. Alter. Okay. So, da holen wir uns den. Die Musik ist auch ziemlich cool. Aber du hast Blizzard hier sowieso immens drauf, was Musik angeht. Ich guck mal die Arena einfach mal so ein bisschen an, was man hier machen kann. Okay. Was ist hier was? Oh, dann kann ich die Städte rausschlagen. Okay, magnetisch, Gottesschild, Sport, Lebensentzug und Eifer. Gut, machen wir erstmal das hier.
Dann auf der Schurke. Kampfschrei stellt bei eurem Helden nach Leben wieder her. Dann finde ich ziemlich guter antiker Heilbot. Der war damals fast in jedem Deck. Scheiße. Sausack. Okay, der versucht hier hässliche Sache zu treiben. Okay. Müssen wir halt wieder bei 0 anfangen. Magnetisch und Spott. Bronze-Torwächter. Hallo Kumpel, Handelsprinz Gallywix zur Stelle. Tja, das wird wohl nicht so gut laufen hier. Zugriff verweigert. Okay, nochmal. So, da haben wir doch zumindest schon mal was. So schlecht ist der gar nicht. Jetzt wäre es viel schlimmer, wenn ein Kopfnuss kommen wäre. Und unseren antiken Heilbot können wir uns auch dann in der nächsten Runde mal gönnen. So. Ah, dann haben wir jetzt die letzte Zelle noch rausgeprügelt. Ah, jetzt soll er wieder neuer. Sehr gut. Okay, und wusch und drauf. Nettes Geräusch. Bläh. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Was haben wir jetzt hier kriegt? Was? Heimet, der Dschungeljäger. Oh, so ein Eremit, so ein lustiger Kampfschrei. Vernichtet alle Karten in eurem Deck, die 3 oder weniger kosten. Bin ich ja froh, dass ich den nicht wirklich habe ausspielen müssen, sondern gratis kriegt habe. Und Kavums. Na gut. Na dann würde ich dann mal sagen, erstmal wird geheilt. So, dann werden wir jetzt auch noch ein bisschen lustig. Aber vorher greifen die an. Eine neue Trophäe. Und dann machen wir hier. Wo bleibt mein Anteil? Dieser Dschungel birgt viele Geheimnisse. Und hier nochmal. Wo bleibt mein Anteil? Ja, sehr gut. Okay, okay. Verflixt. Ich habe gehofft, dass Prinz Gallywix dadurch noch erwischt wird. Schade. Okay. Naja, stimmt, wie immer, wenn der ein Zauber wirkt erst. Zack. Was war's dann mit dem? Gefällt mir schon mal nicht, wie das läuft. Oh. Lernt die Lektion der Schatten. Mir fehlen ein bisschen die kleinen Bots gerade. Deswegen machen wir hier noch. Und holen uns hier noch. Gut, immer hier. Als nächstes könnte man Dendo noch dazu holen. Magnetisch, ja. Der ist auch magnetisch, ne? Denn mit dem kombiniert wäre ganz cool. Okay. So, dann machen wir Folgendes. Hier. So. Und tropfende Wetter. So. Da können wir nämlich in der nächsten Runde noch der Ziliax dazu holen und können dann nochmal richtig gut pushen. Oh. Oh. Sausack. Arschloch. Na okay, das mit sowas war zu rechnen. Na gut. Dann. So. Das ist kein gültiges. Dann muss ich das halt so machen. Okay. Rekrutiert einen Diener. Gruppensucher. Kenne ich auch noch nicht die Karte. Na gut, schauen wir mal, was er jetzt... Oh Mann! Saukerl! Lasst
Oh, Sausack. Sehr gut. Kampfschrei, Sport, setzt Angriff und Leben anderer Diener auf 3. Okay, Sonnenhüter Tarim. Oder Tarim. Okay, das war nur, mein Gott, das Schild wegzumachen. Saukerl. Okay. Wir machen Folgendes. So. Und so. Brave kleine Raptoren. Sehr schön. Umzingelte Wächterin. Sport und Kampfschrei ruft 3 Raptoren 1-1 für einen Gegner herbei. Sehr gut, dass das nicht ausgespielt wurde. Sondern ich einfach nur die Dienerin habe. Ah. Arscheloch. Zack. Okay. Kiezpfandleierin. Na gut. Machen wir mal erstmal das weg. Dann hört nämlich diese Scheiße hier auf. Rüstung, die passt. Lukta, Ogre. So. Erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Genau, dann kennen wir ja schon. Hey, der Witzka, das Allee hat jetzt schon fast 17 Minuten geschrottet. Das ist ein ziemlich hartnäckiges Duell. Gegen hier Sternum oder Sternum. Und, oh! Erhaltet 4 Rüstung, ruft einen zufälligen Diener, der 4 kostet. Todesröcheln ruft einen giftigen Schleim 1-1 mit Eifer herbei. Okay. Na dann. Lukta, Ogre. Machen wir das doch so und so. Und wir attackieren einfach mal, da ich jetzt... Ach so. Ja. Das war's zwar mit meiner Rüstung, aber wenigstens habe ich noch ein bisschen Rüstpunkte erhalten, ne? Damit bin ich bei 21 im Prinzip und auch wieder ein bisschen höher als mein Gegner. Allerdings hat er 8 Karten auf der Hand. 12 habe ich noch im Deck, 9 hat der noch im Deck. Tja, das wird bitter. Wahrscheinlich auch nicht mehr zu gewinnen, das Ganze, aber trotzdem, wir zögern es anscheinend gut raus. Verflixt. Giftschleim. Ja, das war das. Okay. Lebt noch. Und kaputt. Wir sind die Schwerter. Okay, ich denke, man hat jetzt eigentlich auch genug gesehen. Das kann ich jetzt nicht mehr rumreißen. Der Gegner hat die Überhand und... Gut gespielt. ja, das machen wir noch. Und ansonsten... Ich werde genau das. Das ist nicht mehr zu gewinnen und das muss ich nicht mehr rauszögern. Als nächstes kommt dann Dra. Schamane, Schurke, Paladin, Jäger hatten wir. Druide wäre der nächste. Dann fehlt eigentlich nur noch Druide und Priester. So, machen wir noch eine Runde mit dem Druide und dann noch mal mit dem Priester. Und dann haben wir auch alle Klasse im Prinzip schon gesehen. So, Mönch und Todesritter steht irgendwie noch aus. Mönch wäre halt ziemlich geil, auch so als Heldeklasse. Malfurion gegen Rexar. Druide spiele ich nicht besonders gern. Na egal. beginnen. Tyrantus kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Alter. Für eine Dinge, bla 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 bla. Okay, so. Gut. Fröhliches Nobel. Ei. Habt ihr schon mal so eine schöne Bombe gesehen? So. Machen wir erstmal nix. Ja, da war auch schöne Karte Rücke. Ach ja, zum Thema Mönch halt passend hier Pandaria als Arena. So. Und ein Geheimnis hat er ausgespielt. Na gut. Nix, okay. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, sowas dachte ich mir schon.
Das hat wir nicht gebraucht. Schade. Der Prankenhieb wird uns hier was bringen, um die ganze Schlange platt zu machen. Dann, wenn ich nichts Passendes habe. Ja. Muss halt so sein. Schade. Aber wir können hier immer noch der Prankenhieb in der nächsten Runde ausspielen, falls er jetzt was Größeres ausspielen sollte. Dann sind wenigstens diese 3 Schlangen weg. Ah, Tyrantos ist definitiv auch cool. Kostet mich allerdings 10 Mana-Kristalle. So, mein lieber Jägerfreund. Lovecraft. Ne, Lovecraft, nicht Craft. Ah, komm schon. HP. Gut gespielt. Überhaupt noch anwesend? Oder hängt es wieder an meiner Internetverbindung? Ich frage mich, Nee. ob... Okay. Zack. Und was? Oh, 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 oh. Und alle auf der Held. Na, klasse. Jedes Mal, wenn ein Diener wenn in diesem Zug ein Diener stirbt, erhaltet ihr einen Mana-Kristall nur für diesen Zug. Mäh. Flurps grandioser Glibber. Pfui Teufel. Okay. Muss das halt so wieder sein. Badabam. Badabidi, badabam. Ja, badam. Ja, badam. Sehr schön. Ich ergebe mich. Okay. Gut gespielt. Na dann. Das war jetzt zwar relativ wenig, aber wir sind schon bei ungefähr 20 Minuten, deswegen. Schade, eigentlich hätte ich euch die Druide auch ein bisschen länger gezeigt, aber es sollte wohl nicht sein. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir noch beim Priester durchkommen. Und zwar geht's gegen eine Magierin, Amnesia Hayes. Ihr habt es so gewollt. Das Licht wird den Sieg bringen. Versuchsobjekt. Okay, dann holen wir uns auf jeden Fall. Quarzelementar können wir sein lassen. Und gucken wir mal, was wir da kriegen. Verursacht 2 Schaden. Versuchsobjekt. Lasst alle Zauber, die auf diesen Diener gewirkt haben, auf eure Hand zurückkehren. Okay. Oh, der tut man trotzdem nicht. Aber klar, das ist irgendwie eine coole Art Spielmechanik hier. Man wirkt Zauber drauf, um es an ihm zu testen, an dem Lepra-Gnom, und kriegt es dann wieder als Auswertung von einem wissenschaftlichen Experiment zurück. Schöne Bombe gesehen? Ne, noch nie so was Schönes gesehen. Das könnte jetzt aber wirklich Ungoros sein, die Arena. Und das andere war Rastakhan, wo ich mir nicht so sicher war. Huch, schlüpft da was? Beutelmac. Ja, das können wir auch schon. Okay, na dann. Holt mich hier raus! Ach Gott. Und der mechanische Yeti noch. Jeder Spieler erhält einen Ersatzteil auf die Hand beim Todesröcheln. Juppadi. Da bin ich mal gespannt. Dem bleiben natürlich wieder diverse Möglichkeiten als Magier. Kann man den Vulkan zum Ausbrechen bringen? Nö, anscheinend nicht. Nein, nicht bei Versuchsobjekt töte. Och. Der Arme. Ja, schade. Okay, Kampfschrei. Verleiht einem befreundeten Mac. +1/+1 Helferlein Lumi. Ach Gott, wie goldig. Sieht ein bisschen aus wie Eve bei Wall-E. Na okay, dann machen wir erstmal nichts. Fröhliches Nobelgartenfest. So nebenbei mal, auch wenn das sehr aggressiv klingt, wie der das sagt. So, dann machen wir Folgendes. Ja, wir holen Dendo. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Da können wir ja immer noch in der nächsten Runde die Eve noch mit dazu holen.
Oder können halt der nächste iBotch noch mit ausspielen, mit legendärem Diener, mit Eifer und so. Okay. Wenn es jetzt Spiegelbild sein sollte, ist vielleicht ganz gut, so einer so einen kleinen Diener auszuspielen. Und dann holen wir uns Stendo noch dazu. Das war's. Wenn ein befreundeter Diener angegriffen wird, ruft ja eine Kopie davon herbei. Na gut. Mir soll's recht sein. Hat halt mehr Bumbots drauf als ich. Jambada. Au, das ist nicht gut. Okay. Das ist doch gar nicht mehr so scheiße. Und natürlich trifft das natürlich Hawkeye, ist ja logisch, ne? So muss das sein. Für den Gegner immer so gut wie möglich. Ach Gott, erleid. So, verringern die Kosten von Max auf eure Hand um 1. Das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir das nämlich so. Die neue Chance auf Legendary. So. Da hätten wir, die ist auf jeden Fall gut. Da brauche ich zum Heiler. Oh, der kann richtig fies sein. Das müssen wir so schnell wie möglich beenden. Zu Beginn jedes Zuges. Ah, nur +2 Angriff. Okay, das ist gut. Damit kann ich leben. +1 Angriff natürlich. So. 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 Gut. Ach, das gilt jetzt generell beim Eiswandler, solange der aktiv ist. Ja, dann würde ich an der Stelle von dem Magier so oft wie möglich die helle Fähigkeit nutzen. Realität erschaffen. Autsch. Autsch. Na gut. Chameleos. Verwandelt diese Karte in jeden Zug auf eurer Hand in eine Karte von der Hand des Gegners. Okay, dann lassen wir dann mal bei uns drauf. So, machen wir doch Folgendes. Rums. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Splitterstumpf. Kampfschrei wählt einen befreundeten Diener. Erhaltet eine Kopie 10 davon auf die Hand, die 10 kostet. Ach Gott. Na, dann heilen wir erstmal mich. Ich mach Kleinholz aus euch. Geht leider nicht und ich will die Bumbots angreifen. So blöd bin ich dann auch nicht. Dam, dam. Bam, badam. Ja, jetzt gibt's ja sowieso nochmal für jeden 5 Schade, wenn der stirbt. Und dann wird gebumbottet. Au. Au, au, au. Oh, wow. Autsch. Ist überwältigend. Okay. Stellt 5 Leben wieder her. Kann ich gut gebrauchen gerade. Nur ein klein wenig Sekret. Und dann holen wir auch noch mit dazu. Bam, badam. Wenn er denn ausspielt, habe ich natürlich in die Hose geschissen. Den Feuerfürsten. Aber macht er anscheinend nicht, wenn er sich hier was aufbaut. Nein! Ah. Okay, ich glaube, das kann ich auch der Hase geben. Kann nicht angreifen, wenn er verletzt ist. Bitte nicht anfassen. Was anderes bleibt mir ja gerade nicht übrig, ne? Ja gut, das sieht mal nach einer schnellen Runde aus hier. Okay. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Au, au. Jetzt ist er sowieso verletzt und kann ihn mir angreifen. Aua. Ach ja, ach ja. Befreit euren Verstand. Okay, jetzt haben wir Schlachtfeld wieder gereinigt. Gut gespielt. Ups. Stellt bei allen befreundeten Charakteren 6 Leben wieder her. Gotteshymne.
Gut. Hoffentlich hat er keinen Diener. Weil was ich jetzt mache, wäre es mich hochheiler. Ruf die Schniss. Okay. An dem muss ich auch erstmal vorbeikommen. Stellt beim feindlichen Helden 5 Leben wieder her. Ich höre ihre Stimme. So. Okay, wenn er mich weiter mit seiner Heldefähigkeit traktiert, habe ich natürlich immer wieder um Ends, was ich mich nur heilen kann, aber macht nichts. Ach, kann man ein bisschen musizieren, wenn man es dann drauf hat. Ich hab's leider nicht so drauf. Gebe ich ganz ehrlich zu. Na gut, was machen wir dann jetzt? Wählt einen feindlichen Diener aus und haltet eine Kopie davon auf die Hand. Ist auch nicht schlecht. Holen wir uns. Da kann zumindest mal nichts durchbrechen. Dann braucht es erstmal Zeit, bis der mit seiner feindlichen Diener bei mir durchbrechen kann. Frisch von Kasakos. Das war, glaube ich, von der Straßen von Gatgezahn. Entfesselt mich. Niemals! Du bleibst gefesselt, übler Schreckenslord. Aua. Aua. Fügt einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Das ist gut. Mein Spotti Heilmer. Ja, komm schon. Meine Berechnungen sind 13 zu 12. Oh je. Kann nicht angreifen, wenn er verletzt ist. Ja, das ist natürlich fies. Bitte nicht anfassen. So. Sie ist hier. So. Okay. Tja, das sieht jetzt mal wieder schlecht aus für mich. Und der Gegner ist noch am Zug. Wenn er Glück hat und den hier zerstört mit seiner Heldefähigkeit, trifft es nur dann Irwisch. Wenn er Pech hat, trifft es dann hier die Kurierin der Kabale. Badam. Tja, der ist halt das Problem, der Typ. Weil der macht meinen Elementar bewegungsunfähig. Beziehungsweise generell handlungsunfähig. Gut gespielt. Sagen wir einfach mal so zwischendurch. Ist ein gutes Match. Muss man dem lossen. Ja, Amnesia Haze. Egal, ob es jetzt Mann oder Frau oder diverses ist. So. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und die Internetverbindung vom Gegner stinkt ab. Wäre auf jeden Fall praktisch für mich. Und, bitte? Mit Sahne und so? Nee. Schade. Ha. Okay, das konnte noch durchboxen. Schade. Die dunkle Seite. Wählt einen feindlichen Diener. Übernimmt zu Beginn eures Zuges die Kontrolle darüber. Blöd. Na gut, dann war's das wohl mit uns. Sie ist hier. So. Na dann. Gut gespielt. Kann das beenden. Schade, dass jetzt unser letzter Kampf hier, unser letztes Duell nicht mit dem Sieg endet, aber man kann nicht alles haben, ihr liebe Leid. Dafür war es wenigstens auch ein schönes, spannendes Duell zum Schluss. Und wir kommen schon fast auf die 35 Minuten, also wenn das nichts ist, oder? Was soll ich nur tun? Du könntest mal Wurstsuppe machen und könntest mal einen Riesling holen. Das wäre nicht schlecht. Ach ja. Komm, zöger's nicht raus. Du hast die Oberhand. Endzug, Angriff mit dem Diener und das war's. Komm, verarsch mich nicht.
Na Allah. Und tschüss. Gut, dann sind wir noch ein letztes Mal fair. Gut gespielt. Leider eine Niederlage. So what? Man kann nicht immer gewinnen im Leben. Auch eine wichtige Lektion, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat das Projekt Hearthstone Spaß gemacht, ihr liebe Leute, als Zwischenprojekt. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder regulär, und zwar zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Darauf freue ich mich auch schon wie Sau, so Open World Post-Apokalypse. Wird richtig geil. Ich freue mich schon wie Sau, seit das schon mal im Release drin war und seit ich so Gameplay dazu gesehen habe. Wird ein richtig geiles Spiel, auf was ich richtig Bock habe. Also machen's gut und bis übermorgen zum neuen Projekt. Wenn es sich mal ergibt und ihr wieder wollt, könnten wir auch Hearthstone mal wieder als Zwischenprojekt beleben. Gebt mir einfach Bescheid, kommentiert hier das Video. Machen's gut, wir sehen uns übermorgen wieder zum neuen Projekt und morgen zu The Walking Dead. Iron Yankee.